Lev Fastelovensfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Oppenkölsch mit heute Abend Oppenkölsch mit dem Tim. Tim, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke dir. Lass uns erstmal anstoßen. Ja, freut mich. Das schmeckt. So, Tim. Ja. Du bist ja nicht nur zweiter Vorsitzender von Circus Comicus, sondern auch noch Zugleiter. Und deswegen haben wir uns natürlich das Thema für dich rausgesucht, der Karnevalszug. Und ihr seid ja als Circus Comicus weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für eure fröhliche, eure offene Art. Wirklich von den Kleinsten an bis zu den ganz Senioren, Freunden. Was ist das für ein Gefühl, mit so einer Truppe in Bad Honnef und der Umgebung durch die Städte zu ziehen? Ja, das stimmt. Auf der einen Seite macht es mich natürlich echt wahnsinnig stolz, in so einem Verein so ein Amt innehaben zu dürfen und mit so einer bunten Truppe durch den Karnevalszug zu ziehen. Auf der anderen Seite macht es natürlich einen wahnsinnigen Spaß, weil eben alle sind verrückt, alle sind bunt, von klein bis zu den alten Senioren. Alle haben Wahnsinns Spaß. Auf der anderen Seite natürlich habe ich auch eine ziemlich große Verantwortung. Immerhin laufen auf so einem Zug ja, so 200-300 Leute mit bei uns aus dem Verein und die alle zusammenzuhalten und dann noch die Fahrzeuge dazu und dass das alles klar läuft, da ist halt natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung dahinter. Das glaube ich, das ist auch die perfekte Überleitung. Was machst du denn als Zugleiter eigentlich genau? Und vor allem, hast du auch so diese gewisse Anspannung und weißt irgendwann, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich auch mal genüsslich ein Bier trinken? Ja, die gibt's. Also so gerade bei den Zügen ist der Ablauf hat sich so eingebürgert in den Jahren. Also ich besorge ein Sammeltaxi und dann geht's los und ich sammle alle Fahrer ein. Dann fahren wir runter in die Fahrzeughalle. Dann werden die ganzen Fahrzeuge aus der Wagenhalle rausgeholt. Wir sortieren uns schon oder ich sorge dafür, dass wir schon in der richtigen Reihenfolge stehen, so wie ich es auch im Zug angemeldet habe. Dann wird geschlossen hochgefahren. Oben nochmal in der Zugaufstellung alles gecheckt, ob alles läuft, Generatoren etc., Motoren, alles, ob das hält und funktioniert. Und dann geht's los durch den Zug. Dann geht so die erste Anspannung ist dann weg. Danach oder dabei versuche ich dann die Truppe schön nah zusammenzuhalten, dass halt nicht zu große Lücken entstehen. Das ist auch nicht immer einfach bei den Chaotenfahrern. Und ja, dann, wenn wir dann wirklich hinten heil durchgekommen sind und uns auflösen, dann kommt zum ersten Mal so die richtige Entspannung und dann sitze ich vorne mit auf der Feuerwehr, auf dem ersten Fahrzeug und dann fahre ich mit dem Holger, das ist der Fahrer, fahre ich dann runter in die Wagenhalle, wir machen die auf und wenn ich da unten angekommen bin, dann mache ich mir mit dem Holger das erste Bier auf und dann... Dann weißt du, da hast du es geschafft. Dann haben wir es ne? geschafft, jawohl. Das ist schön. Du hast es angesprochen, ihr habt unheimlich viele Wagen. Wirklich historische auch dabei. So, was sind so deine Favoritenwagen und warum? Ja, also insgesamt haben wir 8 Fahrzeuge im Zug mit 3 Anhängern dabei. Das ist schon echt groß, das ist viel. Und also mein persönliches Highlight immer ist eigentlich die Feuerwehr. Das ist so, die kenne ich auch von Anfang an. Das ist eine alte Delahaye-Feuerwehr, die ist von 1932. Wurden nur 12 Stück von gebaut und jede ist einzigartig und das ist halt wirklich so eins meiner Highlights, weil die halt auch einfach wunderschön ist und da ist immer Riesenparty und Stimmung drauf mit laut Musik und so. Und dann natürlich der fliegende Clown, das ist ja auch eins unserer Markenzeichen. Das ist schon was ganz Besonderes, wenn da unsere Mädels übers Publikum drüber fliegen, das ist schon spektakulär. Und ich glaube ganz besonders beliebt auch eure Konfettikanone. Oh, ja, beim Publikum schon, bei den Städten manchmal nicht so, weil eben es ziemlich viel Konfetti ist, aber auch da kann man sich immer einigen mit der Stadt und das ist wirklich, das ist was Tolles. Ja. Konfetti gehört zum Karneval einfach dazu für uns, da gibt es kein Vertun und die muss einfach sein. Ja, das stimmt und es ist wirklich dadurch dieses Bild, was ihr abgebt und wir sehen es als Spielmannszug ja
nur wenn ihr an uns vorbeimarschiert oder wir an euch vorbeimarschieren, weil wir ja beide sowohl in Honnef wie auch in Bonn mitlaufen. Ja. Aber es ist jedes Mal wieder beeindruckend und also deswegen ganz, ganz großes Kompliment auch an dich für den Job, den du da machst. Danke sehr. Ich glaube, das wird zumindest in der Öffentlichkeit auch viel zu wenig gewürdigt, was hinter den Kulissen alles läuft. Darüber hinaus engagiert ihr euch aber auch noch im Karneval auch sehr für karitative Zwecke. Also ihr macht eben nicht nur Party und feiert den Fastelovend, sondern tut auch viel Gutes. Was bedeutet das für dich und auch vor allem für euren Verein? Also das bedeutet uns wirklich viel. Und deswegen sind wir jetzt auch seit einigen Jahren fest mit den Klinik-Clowns verbunden. Also gerade hier so ja auch im Rheinland der Karneval, wir identifizieren uns ja auch damit und das Gemeinschaftsgefühl ist ja auch sehr groß, gerade im Karneval. Das ist ja alle zusammen und da gehören halt ja leider auch vielleicht die Schwachen oder die Kranken dazu, die halt leider nicht mitfeiern können. Und an die möchten wir einfach auch denken und denen wollen wir halt auch helfen. Und da finden wir die Klinik-Clowns ganz toll, was die da machen und dafür sammeln wir. Und da kommt immer eine super tolle Summe bei rum. Also das ist uns sehr wichtig, ja. Klasse. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Engagement, was ihr da habt, auch wie gesagt jetzt seit mehreren Jahren schon. Tim, lass uns mal zu deinem persönlichen Highlight im Karneval kommen. Ja, also das ist definitiv der Straßenkarneval. Die Partys und so auch immer grandios, was wir da die Hütte abreißen und so, das kommt auch echt super gut an. Also feiern können wir schon, aber für mich ist speziell wirklich der Straßenkarneval halt das ganz Große, weil alle Menschen stehen am Straßenrand und es ist egal, ob jung, ob alt, ob dunkel, ob hell, ob Ausländer, ob nicht, das ist völlig egal. Alle lachen und sind gut drauf und freuen sich und gerade wir ja auch mit den vielen Fußvolk und so, wenn wir dann mit dem Publikum spielen, das ist einfach für mich das Tollste, wenn man die sieht, wie die anfangen zu lachen und die Kindergesichter groß werden, wenn wir die Lollis verteilen und so. Also das ist schon toll. Das ist für mich definitiv das Highlight, ja. Liebe Fastelovensfreunde, das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe Open Kölsch mit dem Tim vom Zirkus Comicus. Tim, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke Lass uns anstoßen auf die nächste Session, die kommt bestimmt. Vielen Dank, Marit Jod und blieb wieder Jeck. Du bist eine echte Kölsche, du bist original, du es jetzt am rechten Fleck.